Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter War Drums und wir sind mal gleich in der Planungsphase von unserem Gefecht und gucket mal da. Wir sind 5 Leute. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind im nächsten Gefecht. Wie besprochen, habe ich natürlich ein Elite-Gefecht mir angeleiert. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Wahrscheinlich nicht. Macht ja aber nichts. Also, dann gucken wir erstmal, wie man das jetzt... Also zuallererst mal würde ich gerne das Mädel da oben hinstellen. Und ihn, der ist ein bisschen fußfaul, dahin. Ja, so, passt so. So, okay, jetzt geht's los. Jetzt gucken wir natürlich erstmal... Moment. Ich habe hier... Mich nervt eine Sache ganz besonders. Und zwar kriege ich das hier irgendwie hin. Ich glaube, das ging doch. Benachrichtigung? Nee. Dass ich es irgendwie einstellen kann. Kamerafokus beim Start. Letzte Einheit. Zentrum keiner. So, ich probiere mal das. Ich hätte gerne, dass das nicht automatisch der da, und zwar so schon ausgewählt ist. Ne? Ich hätte hier gerne, dass keiner ausgewählt ist. So, also wir haben hier ein paar Fässer. Da muss ich jetzt aber auch aufpassen. Ne, warte mal, das sind ja alles nur normale. Das sind ja gar keine Bogenschützen. Okay. Also Priorität 1 ist er hier. Er hat aber auch eine Reichweite. Lass mal kurz gucken. So, ich brauche eine gute Übersicht. Priorität 1 ist der Hundi. Und ich würde mal sagen, der Hundi kommt bis wohin? Okay. Das heißt, wir parken ihn schon mal hier. Und lassen ihn was machen? Schützen. Schützen Verbündeten vor Schaden. Ja, das ist gut. So, ja, okay. Okay, pass auf. Die anderen kommen ja gar nicht mal in die Nähe von... Ja, okay, gut. Pass auf. So, dann stellen wir das Mädel 1 höher. Die ist schon recht stark, aber schwach. Sure. Versteht er? Okay. Oh ja, pass mal auf, die kann ja diese Fallendinger machen. Unten XX, linker Button und rechter Button. Ich muss ein bisschen... Ich werde... in dieser Folge auf jeden Fall, also in den nächsten Kämpfen, sagen wir es mal so, sehr viele Fehleingaben haben. Ich habe einen neuen Controller und der ist halt wirklich, wirklich ungewöhnlich. Also hier, ich habe mir so einen Steam-Controller gekauft und ist quasi mein erstes Spiel, das ich damit spiele. Ich komme damit noch nicht richtig klar, also vergebt mir. So, was wollte ich machen? Rhythmusriss, genau. Ich will hier da zum Beispiel eins hin und wie weit kommt der? Kann ich jetzt nicht mehr sehen. Und da. Ging so. Guti, das hätten wir. Dann bringen wir ihn hier in Stellung. Moment, erstmal gucken, ne? Nicht, dass ich... ja, siehste. Okay, 2 unterhalb. Das war hier, oder? Muss mal kurz gucken. Nee, ich könnte noch eins vor. Also wirklich dahin. Hallo? Junge, du sollst dich... Oh. Warum kann ich die nicht hinstellen? Also... Direkt 2 unterhalb vor... Also dahin. Hab ich doch gesagt, Mann. So. Du sollst aufpassen. Ja, mach halt. Ich war gerade abgelenkt, dass das nicht linke Buttons waren oder LB, RB, sondern Trigger. Warum steht da Button und sowas? Warum steht da nicht L1, R1, so wie es auf dem Controller steht, wie sich das gehört? Ich komme mit diesem RB, LB, 5B, 3K, 7,9 nicht klar. Das ist R1 und R2 und gut ist. R3 ist, wenn man den Stick reindrückt, den rechten. Mann, jetzt der hat sogar noch mehr, der hat noch R4 und R5.
Das steht doch da drauf. Warum macht das Spiel nicht? Mein ja nur. Ah, das lief jetzt nicht so gut. Ja, das ist eigentlich auch scheißegal. Er hätte ja eh nichts gemacht. So. Okay. Und er hier. Ich würde ihn gerne da hinten dran stellen. Jetzt ist die Frage. Kann mit Nahkampf gestoßen werden, explodiert nach dem Stoß. Also das rutscht, glaube ich, 4 Felder oder so. Ja, aber der rutscht ja nicht dahin, oder? Und der andere kommt wohin? Nee, weißt du was? Versuch macht klug. Stell dich da hin. 1, 2, 3, 4. Bumm. Hier. Aber da auch. Komm, wir probieren es einfach mal, oder? Was haben wir schon zu verlieren, außer unser Leben? Aha. Guck, das fand ich doch. Wir probieren es einfach mal. Okay, boom. Ah, ich dachte, das geht weiter. Warte mal. 1, 2, das ist ja nur 3 Felder weit gerutscht. Naja, wenigstens habe ich es jetzt weg. Das hat mich eh in der Optik gestört. So, ich sag, wie es ist. Aller gut. Bang, 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 bang. Ja, ja, dein Mutter, bang, bang. So, du stellst dich da oben hin, genau. Und dann gebe ich dir gleich mal bang, 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 bang. Aber nicht das. Du tust jetzt erstmal uns hier ein bisschen vor Schaden heilen. XAB. Aha. Okay. Ne, warte mal. Rhythmus der Schwäche. Alle gegnerischen Einheiten Inhalt der Aura werden... Ne, das ist ganz was anderes. Ich dachte, das ist... Nee, ist es nicht. Ja gut, dann mach halt das da. Das kriege ich auch hin. Guck. Haben sogar sehr gut hingekriegt. Okay. Bleibt noch... Ne, das war's, oder? Der fehlt noch. Ah, er. Ah, ja, klar. So, jetzt nochmal gucken bei ihm hier. Scheiße, da. Scheißendreck hier. Achso, dann will ich einfach eins hoch. Also quasi da ins Feld stellen, ja. Und da darf er Folgendes machen. Schützen. Oben XX. Du schützt bitte den Bogenschütze. Den kriegst du nicht. Dann schützt... Ne, ernsthaft jetzt. Junge, ich habe gesagt, du sollst schützen. Wolltest nicht. Der will nicht schützen, ja. Kann ich auch mich selbst schützen? Klar. Gott schützt die, die sich selbst schützen. Oder so irgendwie. So, jetzt gucken wir mal. Hey! Achso. Ich wollte gerade sagen, das zählt nicht. Ich habe gedacht, der macht jetzt einen Super-Move oder so. Okay. Aber der Hundi, der kann nämlich so einen Move machen, wo er, glaube ich, durch Felsen durchkommt. Ihr könnt es ja mal angucken. Moment, wie geht das? Gegner inspizieren. Tollwütiger Ansturm. Sprintet durch 1 bis 2 Felder und fügt Gegnern, durch die gesprintet wird, physischen Schaden zu. Und ich glaube, das geht auch durch Felsen. Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Fände ich nicht so schön, aber ist wohl so. So, wir müssen also so schnell wie möglich den Fuzzi ausschalten. Was macht eigentlich mein Mädel da oben? Komm mal kurz her, stell dich da rein. Sehr schön, danke. Und jetzt pass auf. Kannst zumindest den da treffen, das ist eine gute Idee. Wie geht das? XXAA. So. Oh, da hat auch weh. Oh, ich habe ihn ganz geflatscht, habe ich ihn. Geflatscht. So, jetzt pass mal auf, du Bogenschütze, du. Ich habe da ein Anliegen an dich. Versteckel dich mal da hinten und dann schieß bitte auf dieses Fass. Danke. Ja, aber das macht gar nicht mal so viel Schaden, ne? Ah. Ja, okay, es wäre besser. Okay, war eine gute Idee. Danke, ich bewundere deinen Einsatz, den du bereit gewesen wärst zu vollbringen, aber das bringt mir hier nichts. So, wir brauchen hier... Oh, pass auf, gute Idee. Yeah. Er hier kann doch da durchstechen, oder? Ja! Ja! So, dann mach das. Wie ging das nochmal? Links XXA. Okay, und zwar ihn. Wie habe ich denn am Schluss den verfehlt? Keine Ahnung. Hat er gerade Togo gesagt? Der ruft seinen eigenen Namen. Wie eingebildet kann man sein? Mal kurz gucken.
Okay, dann würde ich... Okay, den Bogenschütze da hochstellen. Das ist nicht der Bogenschütze, bist du dumm? Bogenschütze. Aha, Bogenschütze. Hör doch, wenn ich was zu dir sag. Schieß mal auf den... Ich sag bloß, du triffst den nicht. Weil... Warum? Ernsthaft jetzt? Dann stell dich halt da runter. Jetzt geht's. Okay, wir treffen den richtigen. Hoffe ich doch. So, Guti. Es reicht irgendwie noch nicht so ganz. Also, ich habe da noch ein paar Ärsche im Ärmel. Moment, hat das Mädel schon gedingsbumst? Ja, hat schon gedingsbumst. Pass mal auf, wenn ich den jetzt hier hinstelle und dann das da trommel, haben wir zumindest mal einen. Machen wir jetzt einfach mal auf den da. Ging so. Ging so, aber war doch mal nicht schlecht. So, und jetzt haben wir noch ihn hier. Er ist die Verstärkung. Mal kurz gucken. Ah, der kommt aber auch wirklich überall hin hier. Okay. Um auf Nummer sicher zu gehen, kommt die Verstärkung dahin. Und der macht... Oh ja, ich kann ja schubsen. Schubse ich da mit meinen eigenen... Nee, das wollen wir nicht. Da habe ich ganz vergessen, dass ich schubsen kann. Ich kann schubsen. Jetzt pass mal auf. Nee, da hinten darf ich nicht hin. Das Problem ist ja, dass der Hund... Dann gehst du halt hier hin. Kann man hier irgendwie was Cooles machen? Sprengmuscheln. Sprengmuscheln. Moment. Da hätte ich vorher dran denken müssen. Mach mal das Ding da unten weg. Es bringt jetzt auch nicht mehr viel, Mann, ey. Moment. Ich stell dich doch mal weiter darüber, ja? Und mach jetzt mal Sprengmuscheln. Sag mal, ich hab dir doch gesagt, du sollst dich darüber stellen? Macht er nicht. Hat er keinen Bock drauf, oder was? Junge, du gehst jetzt... Achso. Ich wollte ihn eigentlich dahin stellen. Warum kann ich ihn nicht dahin stellen? Warum kann ich ihn... Ich meine, der wird doch wohl 2 Schritte laufen können, oder hat er vergessen, wie man läuft? Ach so, ach, der hat sein Kacke-Ding da drin. Ja, dann stell dich halt hier hin. Kriegst trotzdem ein paar Krähenfüße. Kann ich die hier hinschmeißen? So, okay. Und dann bitte nichts machen, warten. Ja, keine Ahnung. Hätte besser laufen können. Ja, wenigstens hat er ein bisschen Schaden gekriegt, der Lulli. Ja, klar, ne? Junge, ich bin hier mega Ich stehe hier im Block drin. Verstehst du? Okay, pass auf. Ready. Wenn ich ihn hier pieke. Okay, das ist gute Idee. So machen wir das. Der ist noch nicht platt. Ich krieg die Krise hier. Echt jetzt. So. Du gehst mal da oben hin und trommelst Heilung auf dich selbst. Ja. Machen wir nachher. Okay. Dann nehmen wir ihn hier und stellen ihn dahin.
und sagen ihm, da wo er steht, nimm mal bitte eine Sprengmuschel. Da würde ich ihn nämlich platt kriegen damit, weißt du? Und wenn ich dich die Sprengmuschel schmeißen lasse, würde das was bringen? Hallo? Nein? Du sollst Sprengmuscheln nehmen. Dann treffe ich auch alle 3. Ja, gut. So, jetzt pass auf. Bin noch nicht fertig. Nimmst du diese Sprengmuschel und schmeißt die dahin. Sehr schön. So, jetzt haben wir den Hund nämlich schon mal weg. Und er kann noch angreifen. Und das darf er jetzt auch tun. Und zwar ihn hier. So, sehr schön. Dann bleibt er hier noch übrig. Okay. Er hier stellt sich dahin. Und haut dem da unten eine rein. Eigentlich ist es doof, dass der mit so wenig Energie ordentlich eine reingezimmert kriegt, aber was ist? Wer fehlt? Oh, da ist noch jemand. Sag das doch. Ah ja, die habe ich ja ganz vergessen. Das hier bringt natürlich jetzt halt nichts. Die habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, dann machst du noch ein paar Fallen. Zum Beispiel hier hin. Und bevor du Fallen machst, gucke ich mir das Ganze nochmal an. Linker Button und rechter Button. Guti. Button und Button. Alles klar. Also, wo sollte man das hinhaben? Da. Und da. Habe ich denn den Schluss verfehlt? Ich habe so das Gefühl, dass entweder der Controller von der Verbindung, der kabellosen Verbindung, entweder eine geringere Latenz hat oder eine höhere. Und deshalb stimmt mein Timing nicht mehr. Ich muss mal wieder das Timing gescheit einstellen hier. Natürlich, der Controller ist schuld. Ist ganz klar, ne? Gut, hätten wir das auch geklärt. So. Okay. Zuallererst stellst du dich... Ja, genau. Du stellst dich da runter und schießt dem ins Auge, bitte. So. Und dann kommt dieses Fräulein Mädel. Ja. Ja, genau, du. Und du darfst dem da ins Auge schießen. Ist egal, mach einfach. So. Weg ist er. Sieg, aber ganz locker hingekriegt. Geht so. Ganz locker hingekriegt. Haben wir was Neues gekriegt? Nee, okay. Was haben wir hier? So. Ich wollte den letzten Schlag unbedingt mit Mädel machen lassen, dass die mal ein bisschen so... Was haben wir hier? Standhaft. Erhöht den Verteidigungs- und Widerstandswert um 2 pro Gegner in der Nähe des Barbaren. Füge 20% der fehlenden Lebenspunkte Prozent als Bonusschaden. Also je weniger Energie ich habe, desto mehr Schaden mache ich. Aber eigentlich macht der gar nicht mal so viel Schaden. Mein größter Damage-Dealer quasi ist ja hier der Bogenschütze, weißt du? Das ist ja gerade das Krasse. Also das ist, der ist schon krass. Auch wenn ich ihn nicht leiden kann, der ist mir nicht so sympathisch. Aber das hilft halt nur, wenn Gegner in der... Ja, komm, das nehmen wir. So, was haben wir hier? Physischer Mehrfachziel-Fernkampfangriff mit verringerter Reichweite, aber hohem kritischen Schaden. Und das hier ist ein Steinpfeil. Ein physischer Angriff auf ein Einzelziel, der ein Zug lang, basierend auf der Wahl der Eingabe, mit Schwächung belegt. Okay, nach oben verwirrt, nach unten tut er verlangsamen. Achso, du kannst am Anfang auswählen, ob du oben oder unten wählen willst. Wenn das Ziel markiert wurde, die Schwächungsdauer wird auf 2 erhöht.
Da. Also alle, die da drin sind, treffe ich dann. Ja, komm, ich nehme das. Ja, okay, was haben wir hier? Mehrfachzielzauber, der 2 Feuerbälle auf Gegner wirft, die 2 magischen Schaden verursachen. Achso, das gibt dazu noch magischen Schaden, oder wie? Okay, und hier haben wir Flammenwerfer. Nahkampfzauber. Ja, Nahkampf ist schlecht bei ihr. Außerdem muss ich dann zweimal ganz schnell oben drücken. Das funktioniert nicht. Also das nehmen wir schon mal nicht. Das ist der einzige Grund, warum ich hier die Pizza nicht nehme. Weil so halt so. 1 auf die Rübe. Ein diagonaler Nahkampfangriff, der das Ziel mit der Kehrseite des Speers trifft. Ihm physischen Schaden zufügt. Das war russisch. Und es für 2 Züge, je nach Eingabe, schwächt. Nee, geht. Entweder verwirren oder bluten. Ja, da muss ich wieder X hämmern, ja? Vom Geräusch her. Verwirrt. Verfehlenchance wird erhöht. Und kann Verbündete ein... Oh, ja, das ist geil. Er leidet Schaden nach dem Einsatz einer Fähigkeit. Oh, das ist eigentlich geil. Was ist denn das andere? Treibt sie zurück. Ein Effektbereich Nahkampfangriff, der 3 Felder gleichzeitig trifft, physischen Schaden verursacht und Gegner 3 Felder zurückstößt, nämlich ich mag stoßen. Du kriegst nix. Wieso hast du auf also der hat... Ja, okay, alles klar. So. Ich glaube, jetzt sind wir bei so einem Ereignisfeld, glaube ich, waren wir. Ja. Ja, guti. Geh mal hin. Mann, ey, wie dumm wäre das wohl gewesen, wenn ich hier jetzt ein Männlein verloren hätte, weil hier gibt's... Ist ja auch egal. So, jetzt müssen wir natürlich... Schrein von Mutter Rhythmus. Ich glaube, das ist gut. Ihr findet einen Schrein, der Mutter Rhythmus darstellt. Als ihr näher kommt, beginnt die Statue zu leuchten. In deinem Kopf siehst du 3 Segnungen, aus denen du wählen kannst. So, wo ist denn das Steuerkreuz an meinem Controller? Da. Okay, also die 3 Segnungen sind eine Segnung. Mehr als 75 Flow, alle Verletzungen heilen. Ich habe keine Verletzung. Hol dir Segen der Mutter. Ja, machen wir. Segnung von Mutter, ein Biom. Oh, das gilt also noch den Rest der Wüste quasi. Der Rest der... Wo sind wir? Plains. Advanced 2, sagt oben links das Ding. Gute Treffer zählen als perfekt in der... So. Dumm nur, dass wir jetzt nur noch wenige Kämpfe haben. Okay, danach gibt es gleich mal Schätze. Schätze ich. So, Schätzelein. Ah, es ist der... Es ist gar kein Schatz. Es ist der Laden. Komm, ich laber erstmal mit ihm. Der freut sich bestimmt. Hallöle. Ihr guten Trommler. Wie geht's? Wie steht die Reise? Wer ist das da hinten? Ah, eine meiner Geschäftspartnerinnen. Sie hilft mir, unerwünschte Aufmerksamkeit in Schach zu halten. Wer ist denn da? Ich sehe gar nichts. Jetzt wisst ihr also Bescheid. Wollt ihr was kaufen? Ich sehe da keinen. Man weiß, von was die reden. Dorniger Umhang, den mag ich ja sehr. Und ich habe auch viel Geld. Und hier hat man ein festgewachsener Schößling. Verdoppelt die Verteidigungswerte von Geländestücken und fragiler Rundschild. Jeder erste Angriff gegen diese Einheit pro Runde verursacht minus 50% Schaden. Das ist beides geil. Und ich kann mir beides zum Beispiel kaufen. Das kaufe ich mir. Ja, das ist schon geil, aber das ist geiler. So, und jetzt habe ich noch 20 Geld, da kann ich nichts mitmachen. Weg damit. So, schließen bitte. Okay. So, jetzt pass mal auf. Dieses vergiftete Zeugs ist egal. Ich brauche das hier. 50%. Also er ist ja eigentlich mein Tank, theoretisch. Klappt nur gerade nicht so gut. Jeder erste Angriff gegen diese Einheit pro Runde verursacht minus 50% Schaden. Also heißt das, ich krieg den Angriff schon, aber wenn der Angriff, keine Ahnung, 20 Schaden gemacht hätte, macht er 10 Schaden? Oder heißt das, da kommen 20 Schaden durch, aber danach, wie es jeder Schaden halbiert? Kann ja auch sein. Ey, die sind eigentlich beide geil. Also den kriegst du auf jeden Fall. Hallo? Und den da noch dazu, weil ich dich nämlich mag. Du hast eine hübsche Frisur. Und da hier hatten wir das Giftdingens, das kriegst du. So,
Sehr gut. Also, jetzt bleibt uns ja nichts anderes übrig, als hier dieses Elite-Gefecht. Wenigstens bei Tag. Immerhin, immerhin. Was haben wir hier? Ein klarer Tag. Schön. Okay, ich merke schon, das gibt wieder eine längere Folge, ihr Leute. Da hinten sind Kühe mit vielen Hörnern. So. Ach, gucke, das gefällt mir jetzt schon nicht. Das gefällt mir jetzt schon nicht, dass 2 Bogenschütze hasse ich wie die Pest und 2 von den vagabunden Rowdies, die auch noch eine riesige Reichweite haben, die Eumels, weißt du? Kann ich dem überhaupt irgendwie... Nö, irgendwas wird mich treffen, ganz klar. Aha. Ja, so viel... Was soll ich da planen? Komm, kannst du gehackt legen. Also diese Planungsphase ist wirklich in 90% der Fälle ist diese Planungsphase komplett sinnlos. Einfach, weil... Kannst du ja eh nichts machen. Außer wenn es ein Überraschungsangriff ist. Dann ist sie praktisch. Aber ja... Wenn sie dahin geht, was kann sie dann angreifen? Okay, anders gefragt. Wenn du dahin gehst, was kannst du dann angreifen? Immerhin. Wir können aber auch hingehen und können uns erstmal auf einen konzentrieren. So würde ich das machen. Aber einer konzentrieren ist relativ, denn die Bogenschütze, ich werde von allem getroffen, scheiß drauf. Und wir müssen die Bogenschützen wegkriegen. Das ist halt einfach so. Okay. Probieren wir unser Glück, hä? Erstmal gucken, also da treffe ich 2. Und mit meinem Mega-Angriff treffe ich einen. Ja, dann ist die Wahl jetzt nicht so schwer. Moment, wie geht der? XA, okay. So. Dann You to the Rescue. Okay, pass auf. Folgendes habe ich vor. Ich gehe den da schubsen. Geht nicht. Ah, Kacke. Das wäre meine Mega-Idee gewesen. Okay. Ich komme hier wirklich zu keinem hin. Okay, dann stelle ich mich da hin und heile. Also ich kann nicht heilen. Okay, dann mache ich erstmal gar nichts. Dann mache ich erstmal gar nichts. So. Ja, genau. Du versteckst dich ein bisschen hinter dem Mädel. Sehr gut. Mag ich ja am meisten. Okay, das bringt also gar nichts. Und das bringt hier auch nichts. Willst du mich jetzt veräppeln oder was? Sag bloß, du kannst hier nichts treffen. Du kannst nichts treffen hier, du Hohlposte. Es ist ja... Okay, dann musst du halt zu dem da gehen. Kannst dich wenigstens hier verstecken, ja? Triffst du hier irgendwas? Ja, den trifft er. Moment, was ist, wenn ich den hier nehme? Das geht nicht. 162 bis 203. Ich könnte ja da noch ein bisschen näher rangehen. Ein Feld und dann treffe ich mit dem, ja. Ernsthaft jetzt? Das macht fast gar keinen Schaden. Nee, dann stell dich hier hin, ja. Und tu wenigstens den da ein bisschen piesacken. Ich sag dir, irgendwas stimmt nicht am Ende mit dem Loslassen. Ihr seht schon, die letzte Haltenote versemmel ich immer. Ich glaube, dass das Spiel will, dass du früher loslässt, wie es anzeigt, weil irgendwas stimmt da nicht. So, das kann nicht sein. Das muss am Spiel liegen. So, pass auf. Er hier hat schon was gemacht? Nee. Kann er ja leider nicht. Hat er nicht so eine Mega-Attacke? Also wirklich, das ist so dumm. Ich habe halt gehofft, dass... Ne, aber ja, nee, ich tue ja da einen hauen. Also ja, komm, dann verstecke ich mich zumindest hier im Gras.
und geh auf Schützen. Sie hier. Ich habe schon wieder vergessen zu gucken. Weil ihr seht hier jetzt, also jetzt als Beispiel, die hier treffe ich einigermaßen perfekt. Aber diese Haltedinger, ich glaube, dass da was nicht stimmt. Dass die zu früh losgelassen werden müssen oder was auch immer. I'll make it quick. Ja, ja, make it quick, please. Verbündete in der Nähe des Wächters werden aufmerksam, während der Wächter 2 Züge lang markiert erhält. Was ist denn markiert? Okay, also Verbündete kriegen Verfehlenchance, erhöhte, wenn er zum Beispiel der Bogenschütze jetzt, aber ich selbst krieg plus 20 kritische Trefferchance. Das ist dumm. So, was hier? Der 3 Felder gleichzeitig trifft. Das mal kurz hier hinstellen. Und mal gucken, wie das... Ah, okay, das ist in der Breite. Ich bleib hier stehen. Und tu dieser Weise da Zeug hinlegen. Zack. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Ja, wie what? So, also bin ich noch nicht fertig, gell? So, und dann wartest du. Dann kommst du, stellst dich da hin. Das ist mein Problem, was ich gerade habe. Okay. So, da unten ist nur einer. Daneben sind 3. Bringt das was, wenn ich das hier mache? Nicht wirklich. Eieiei. Okay, dann da hinstellen. Und so kriegen wir wenigstens ein paar, ja. Okay, ich gehe aufs Mädel drauf. Ich habe versucht, aufs Mädel drauf zu gehen. Okay. So, jetzt hat. Ja, natürlich geht er aufs... Ah, er wollte aufs Mädel gehen, aber... Oh, hey, Mann, das Ding taugt ja richtig. So, Knüppelklatsche. Ja, die hat mich ordentlich geknüppelt und geklatscht, hey. Ja. Ach Mann, ich hab dem das vergiftete Ding rausgenommen, weißt du? Alter, die Sau, oder? Die Sau, so. Also 2 sind verwirrt. Was genau ist verwirrt? Feuerwarnung. Also, ich brenne? Was interessiert mich das Brennen? Ich will wissen, was verwirrt bedeutet. Weiß ich nicht. Wenn ich doch nur eine Maus hätte. Hab ich hier. Fähigkeitsangaben werden wegen der Rhythmusphase zufällig gewählt. Das ist mir doch egal. So. Und du hast was noch? Was ist meine Maus? Komm mal her, du. Stabil. Ich bin unbeweglich. Ich bin verwirrt und ich habe ein bisschen vergiftet. Ja, so ist halt so. Kann man nichts machen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt geschickt machen. Also zuallererst mal wird er sich hier hinstellen. Und da wartet er jetzt. Ja, dann stellt er sich halt nicht hin. Los, jetzt hör auf! Kann ich nicht leiden. Okay. Okay, What pass are you auf. doing? Ich stell dich da hin und dann pieks ich den da oben. So ungefähr. So. Dann nehme ich ihn hier, mache ihm ein bisschen Platz und schieß auf den da. Ja. Guti. So, und als krönender Abschluss darfst du ihn auch noch ein bisschen hauen, weil der weg muss. Ich hoffe, dass es reicht.
Nee, natürlich nicht. Warum auch? Nö, dieser eine Pixel, den muss er jetzt halt haben. Mit diesem einen Pixel kann er uns jetzt alle flach kloppen. Was auch immer flach kloppen bedeutet. So. Aha. Ja gut, ein Tod muss man sterben und sie wird jetzt mehrere sterben. Okay, ich stehe hier im Feuer, das weiß ich. Deshalb klopp ich jetzt den da, klopp ich. Da kann ich irgendeinen schubsen. Gegen ihn hier wird es halt nicht so viel bringen, schätze ich. Moment, ich kann hier mal gucken. Der steht halt aber auch geschützt. Also ich will den nicht angreifen, wenn er eh schon geschützt steht. So, ich stelle mich da oben ins Eck und dann haue ich ihm von hinten rein. Ich habe die Tasten falsch gelesen. Der Controller ist neu. Der Controller ist schuld. Der Controller ist schuld. Weg damit einfach. So, wenigstens einer ist platt. Jetzt werden sie eh alle auf mich gehen. Guck. Ich will auf die Frau gehen. Immer auf die Frau. Immer auf die Frau. Das ist ganz wichtig. Alle auf die Frau. Du auch. Auf die Frau bitte. Immer auf die Frau gehen. Das ist keine Frau. Auch wenn er sich benimmt wie ein Mädchen. Mein ja nur. Geh du auf die Frau. Was? Was ist das jetzt gewesen? Was war denn das? Hat der gecheatet oder was? Der konnte doch gar nicht so weit zielen. Naja. So, jetzt hau den nochmal. Hau den Lukas da. Okay? Das wirst du doch diesmal hinkriegen. So. Ja, also jetzt mal ohne Quatsch, ne? Die Frau ist wirklich eigentlich fast immer die, du musst dich am meisten um sie kümmern und du kannst am wenigsten Schaden mit ihr machen. Ja, wenn sie irgendwo in Reichweite ist, dann teilt sie ordentlich Schaden aus. Aber sie hat eine Reichweite von, keine Ahnung, einem Fußnagelknipser oder so, was weiß ich. Was ist denn das für eine dumme Reichweitenangabe? Was weiß ich? Frag mich nicht. Ich bin doof. What? Ey, ich sag dir, das ist doch Kacke hier, was hier abgeht. Ja, hör auf hier rumzustöhnen, du Eumel, du. Okay, hier kann man nichts machen, aber den kann ich platt hauen. Also der ist gut weg. Und wenn ich jetzt aber das daneben würde, dann würde ich ihn nach unten schieben. Will ich aber nicht, ich will mal reinzimmern. Daneben! Oh shit. Da tut er jetzt halt wieder bescheißen oder was? Nee, diesmal hat er sogar... Weißt du, ich sag dir, der hat vorhin beschissen, sag ich dir. So. Not interested. Ja, not interested. Geh und schieß den ab, dass du Ruhe gibst. Ey, ich hab jetzt... Ihr seht, habt ihr gesehen, unten sogar, wo ich losgelassen habe. Ich habe ein bisschen vor Schluss losgelassen und es wurde mir als perfekt angezeigt. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Wie? Willst du mich veräppeln oder was? Der ist immer noch nicht tot. What? Ja, what? Stell dich da hin. Hau den. So, endlich ist er weg. Der nervt. Ach, der hat auch noch... Der hat jetzt 999 Schaden gemacht. Der Treffer, wo er noch ein HP gehabt hat. Den einen HP
habe ich ihm jetzt abgezogen mit 999 Schaden. Ja, da bin ich aber froh, dass diese 998 Schaden, dass die nicht verschwendet waren. So, du gehst mir auf den Zeiger. Ich schubst dich jetzt ein bisschen da rum. Gucke. Moment, wie geht das? Okay, ja, ich schubst dich rum, habe ich gerade beschlossen. Alter, wenn das nicht funktioniert hätte, ich hätte so geflucht, ey. Dann hätte der wahrscheinlich irgendeinen von mir platt gemacht. Erleide und verursache. Moment. Oh, das ist mal Steuerkreuz. Erleide und verursache 25% weniger Schaden. Kopfbedeckung des Fallenstellers. Wie der Zug in einem Busch beendet. Chance von 50%, ein Zug. Das ist cool. Und das werden wir jetzt auch gleich irgendwem geben. Ja, ihr zum Beispiel nicht. So, hier, Busch. Ich würd dir gerne einen Busch geben. Husch, husch in the Busch. Und du hast das Gift-Dingsi, gell? Was will ich dir geben? Erleide und verursache. Nö. Nö, ist in Ordnung. So, lass mal gucken. Irgendein Level-Up vielleicht. Hier. Die kritische Chance von Gegnern wird gegen Verbündete innerhalb der Aura um 25% verringert. Gegner innerhalb der Aura erleiden eine Chance von 50%, ein Zug lang am Ende des Zuges der Kriegskapelle mit unruhig belegt zu werden. Unruhig, verfehlen Chance. Alter, das sind alles so Zeug, ich will offensiv spielen. Äh, 50% und das, die kritische Chance sind 25%. Ich nehme das da. Und immerhin 50% Chance, weißt du? Okay, weiter geht's. So. Es ist irgendwie wirklich immer so, oder? Sobald ich mal 5 Einheiten habe, kannst du davon ausgehen, im nächsten Kampf hast du wieder 4. Ich glaube, das ist einfach vom Spiel so gemacht, dass das exorbitant schwieriger wird. Ja, okay. Morgen geht's weiter und dann machen wir höchstwahrscheinlich den Kampf da oben. Sehen wir dann morgen, okay? Tschüss.